gar nicht so einfach, stöhnte Ivan. Wäre schon ganz schwindelig, grunzte Pupsi. Ich bekomme den Trölli, kichert Cindy. Von der schönen Musik angelockt, tauchen der Henry der Hase und der Carlos der Frosch am offenen Fenster vom Spiegelsaal auf. Neugierig und verwundert schauen sie den Freunden zu. «Was soll das denn werden?» grinste Henry. «Quack! Sieht komisch aus!» quakte Carlos der Frosch und hebt sich vor Lachen den Bauch. «Da gibt's gar nichts zu lachen», beschwert sich die Clara. «Wir lernen tanzen.» Aber die Lilifee schüttelt den Kopf. Der Carlos hat recht. Wenn wir den Wettbewerb gewinnen wollen, brauchen wir einen Tanzlehrer. Die Blumenelfen sind die besten Tänzerinnen, überlegt Prinzessin Lilifee. Aber sie besuchen ist nicht einfach. «Was schlägst du vor?» drängeln Cindy und Clara. Die Elfen sind sehr schüch und winzig klein, sagt Lilifee. Sie leben versteckt zwischen den Blüten und tanzen nur im Morgengrauen. Tagsüber verwandeln sie sich in kleine Paradiesvögel. «Ja und?» fragt Ivan ungeduldig. «Was machen wir jetzt?» «Ich werde unsere winzigen Tiere und Feen verzaubern», schlägt die kleine Prinzessin vor. «Das klingt komisch, aber was hilft?» grunzte Pupsi. Am nächsten Morgen treffen sich die 5 Freunde noch vor Sonnenaufgang im Blumengarten. Prinzessin Lilifee hebt ihren Zauberstab. «Hokus pokus, Winzibus, 3-mal gelber Kolibri», sagt sie. Und sofort sind alle winzig klein. Sie versinken in den weichen, grünen Wiesen. Das Gras und die Blumen umgeben sie wie ein wunderschöner bunter Wald. «Wo tanzen denn jetzt die Blumenelfen?» quengelt Cindy. «Schaut doch einmal rauf», sagt Prinzessin Lilifee und lächelt. Und tatsächlich. Die Freunde müssen nur die Köpfe heben, da sehen sie über sich die wundervollen Blumenelfen tanzen. Sie drehen sich auf den Spitzen der Grashalmli, wiegen sich in den Blütenkelchen und springen leicht und fein von einer Blüte zur nächsten. Was für ein bezaubernder Tanz das ist!